Also bevor ich jetzt direkt von Jesu Geburt erzähle, muss ich natürlich nur erstmal erzählen, wie das dazu gekommen ist. Ne? Also wie man Jesus wieder gemacht worden ist. Ne? Also da war Maria, heilige Jungfrau Maria, was tut sie noch Jungfrau? Ey! Moment mal, stopp mal, komm her! Komm mal, nicht verpisst. Ist schon an, oder was? Ja, mach nochmal Stopp. Wo ist das? Ja, mal die Zigarette. Also gut. Lass mich auch erst mal kurz mal ziehen. Oh. Na komm mal hoch hier. Also ich will auch mal die Weihnachtsgeschichte. Du musst ja erst anfangen mal an, die Kamera läuft doch. Ja, also ich will ja auch mal die Weihnachtsgeschichte erzählen. Aber bevor ich nur erzähle, wie direkt Jesus auf die Welt gekommen ist, ne, das war übrigens vor ungefähr 1983 Jahren, so über den Daumen, 1983 Jahre. Und also muss ich natürlich erstmal erzählen, wie nun die Mutter von Jesus, was die Jungfrau Maria ist, wie die nun zu ihrem Kind gekommen ist. Das war nämlich nicht so, wie das bei uns normale Menschen ist, dass dann nun Mann und Frau, na ihr wisst schon, was sie machen. Nein, nein, nein. Das war in diesem Falle vom Heiligen Geist. Nun war die Maria mit dem Josef schon verheiratet, aber die hatten eben noch nicht zusammen, na, ihr wisst ja schon. Und nun war aber die Maria trotzdem schwanger geworden, eben in der Nacht vom Heiligen Geist. Und der Josef hat das nun gemerkt und dachte sich, Mensch, wenn da mal kein Mann dabei gewesen ist, bei meiner Maria. Also dachte er sich, immer an sich ist ja nicht die saubere Sache, aber ich mache mir aus dem Staub. In der Nacht, bevor er sich aus dem Staub machen wollte, ist ihm auch der Engel erschienen und meinte, da war kein anderer bei deiner Maria. Das ist vom Heiligen Geist. Da war unser Josef ja nun beruhigt und dann konnten die beiden nur noch los. Nämlich das war in die Zeit, wo August Kaiser war. Da sollen alle gezählt werden. So wie Volkszählung heute, sowas ähnliches, aber nicht ganz so. Ein bisschen spartanischer, schlechter geregelt. Ne? Und dann sollte also jeder dann in die Geburtsstadt, in seine Geburtsstadt gehen. Das war für Josef in diesem Falle Bethlehem. Und in Bethlehem, weil da hat damals sein Vater gewohnt, das heißt der Urvater seines Geschlechts David. Also Josef nach Bethlehem mit der hochschwangeren Maria. Maria nun mitten im Stall irgendwo beigeschleudert, ne? Direkt da in den Stroh reingeschleudert. Ne? Das war Jesus, der war der Heilige. Ne? Und nun als das passiert war, da waren Hirten, die waren auf Nacht, das war nachts, auf dem Feld und da kam ein großes Licht und die haben natürlich einen Schiss gehabt, da kam ein großes Licht da und dann meinten die Engelscharen, euch ist der Heiland geboren, mir ist ein Wohlgefallen und im Himmel auch irgendwas, habe ich jetzt vergessen. Und also die sollten da hingehen zu der Krippe, weil da ist der Heiland, ihr neuer König. Ne? Ihr König, der sie befreien wird von all dem Joch, von all der Last, von all dem Elend, das auch damals schon geherrscht hat. Also gut, sind die hin da und haben Maria dann auch gesagt, einen kleinen Angebetemann, das ist unser Heiland, das ist unser Jesus Christus. Ne? Und Maria war nun wirklich bewegt. Sie war bewegt. Im Herzen, das hat sie im Herzen bewegt. Wie man heute wohl sagen würde, sentimental, melancholisch. Ne? Ja, also so richtig ergriffen. Ja. Und nun waren da noch 3 Könige aus dem Morgenland, die haben so Sterngucker, ne? Gucken immer in den Himmel rauf, gucken, was die Sterne machen, wie die so ziehen ihre Bahn am Himmel. Ne? Haben auch nichts den ganzen Tag. Kannst dir vorstellen, als König hast du nichts zu tun. Essen, schlafen, trinken, vielleicht zwischendurch mal in den Haaren, ne? Aber sonst ja nichts vor. Also die dann Sterngucker geworden. Nichts wissen, was zu haben vom Leben. Und da war eben ein Stern und dem sollten sie dann folgen. Sind dann erst zu Herodes gekommen, was damals König von dem Land da war. Und dieser Herodes meinte, also die meinten zu Herodes, hier ist der König der Juden geboren worden und wir wollen ihn anbeten gehen. Und meinte Herodes, ja, sucht den mal. Und wenn ihr ihn gefunden habt, dann sagt mir mal auch Bescheid, dann komme ich nämlich auch den anbeten. Also die 3 auf los, haben Jesus gefunden, gebetet, alles Gute gewünscht, noch Gold, Myrrhe und Weihrauch da gelassen, Aussteuer sozusagen. Ne? Und die dann wieder ab, aber im Schlaf dann, ne, hat Gott, weil der kannte ja sein Herodes, sein Spezi, gesagt, was hat er eigentlich gesagt? Also 4-mal, achso. Ja, also, dass sie jedenfalls nicht dahin kommen sollten. Ne?
sondern gleich nach Hause, nicht Herodes Bescheid sagen, weil der Herodes, der will nämlich den Jesus nicht anbeten, sondern er will ihn umbringen. So sieht die Sache nämlich aus. Was hat der Jesus, nein, das hat Gott, was der Vater von Jesus ist. Also die indirekte Vater, weil Maria, ja, aber lassen wir das. Das habe ich vorher auch schon erzählt mit dem Heiligen Geist und so. Also jedenfalls, Gott meinte dann, Jungs, gleich ab durch die Mitte nach Hause, nichts lange mit herumgestanden. Und ja, das ist eigentlich auch schon die Geschichte gewesen, weil Jesus ist, ja Mensch, hier bricht alles zusammen. Jesus ist dann größer geworden und größer geworden, schließlich später mal irgendwann im Kreuz gestorben, aber dann ging es zu Weihnachten nicht, das ist ja dann Ostern dran, das erzähle ich dann zu Ostern. Danke Jungs und